Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Taktik-Fuchs-Ausgabe. Leute, meine Aufstellung zum Unionsspiel. Ne? Wie immer, bevor wir reingehen, an dieser Stelle der Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Abo-Button findet ihr, wenn ihr einfach mal ein bisschen runterscrollt unter dem Video. Ist auf YouTube völlig kostenlos und ihr supportet damit hier den Kanal. Und damit gehen wir mal rein, meine Aufstellung. Da Neuer ja anscheinend wieder fit ist, natürlich Neuer ins Tor. Ich würde... Wo ist er? Natürlich mit De Ligt spielen. Aber ich würde dem De Ligt mal den Minje an die Seite stellen. Wenn ich ihn denn finde. Weil da hier jetzt Kim drin steht. Das Ganze kann man dann natürlich eventuell wechseln. Ja, je nachdem. Dyer und Upper. Einfach mal, dass wir mal andere Pärchen bekommen, ne, als nur De Ligt und Dyer. Ja, und Upamecano und Kim. Einfach mal gucken, wie denn die anderen beiden mit den anderen zusammenarbeiten würden. Weil, ich finde, Dyer ist natürlich der oberste Abwehrchef, wenn er spielt. Der dirigiert ja super viel, aber auch ein De Ligt kann das sehr gut. Und ich glaube, so ein Kim und so ein Upper könnten das gebrauchen, wenn sie mal ein bisschen geführt werden. Und ich denke, es ist auch nicht verkehrt, wenn man jetzt mal ein bisschen rotiert. Ich weiß, das kennt Tuchel in der Regel nicht. Aber ich denke, ein bisschen was wird er auch rotieren. Zum paar Sachen ist er ja sogar gezwungen zu rotieren. Ja, von daher. Anfangen würde ich natürlich mit dem Josh. Macht er seine Rolle bisher sehr gut. Ich weiß nicht, wie es mit dem Boe aussieht. Ob er mittlerweile wieder soweit ist. Aber wenn, würde ich mir wünschen, ihn auch mal ein halbes Stündchen zu sehen. Auf der linken Seite. Ja, ich weiß, den Move werden nicht viele gerne sehen, würde ich mit dem Davies beginnen. Warum? Weil ein Davies der frischeste ist. Ja, also ich denke, ein Guerrero und auch ein Mazraoui haben sich beide aufgeopfert und beide sind jetzt auch noch nicht so lange wieder aus der Verletzung da. Ja, da würde ich das Risiko jetzt nicht unbedingt nehmen, die da reinzuwerfen. Die kann man gerne zum Ende hin vielleicht für 20, 30 Minuten bringen, wenn es irgendwie sein muss. Ansonsten würde ich den beiden einfach mal die Pause gönnen, die sie sich verdient haben. Ja, in der Mitte natürlich Pavlovic rein. Sollte klar sein, ja. Natürlich, dann können wir darüber reden. Leimer oder Goretzka. Ich würde den bringen, der fitter ist. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Bei mir würde der auflaufen, der fitter ist. Ich denke, beide haben ihre Sache gut gemacht. Pavlovic, Leimer haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ja. Ansonsten würde ich den Müller bringen, und zwar mittig. Ich bin Musiala. Musiala will ich auch mal draußen lassen. Der wirkt gerade mal wieder wahnsinnig überspielt. Daher würde er bei mir einfach auch mal eine Pause bekommen. Ja, Harry Kane macht einen fitten Eindruck, wenn er fit ist. Wie natürlich Harry Kane. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Und die Außen würde ich natürlich, sollte klar sein, wer den Kanal hier verfolgt, einfach aus dem Grund. Erstens, haben wir nicht wirklich Alternativen? Ich habe ja jetzt gelesen, dass man Leroy Sané angeblich jetzt aus dem Spielbetrieb rausnimmt. Bis zum Champions League Spiel. Wer hätte das nur gedacht? Hätte man ja auch nicht schon vor ein paar Monaten machen können. Das war jetzt Gnabry verletzt, Coman ist verletzt. Ich weiß nicht, wie es beim King aussieht, ob es nur was Schlimmeres war oder nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist er, wenn, wird's eh zu früh kommen. Ne? Also, es gibt nicht wirklich Alternativen auf der Außenbahn. Ja, natürlich, wir haben noch einen Choupo-Moting. Das ist auch das, wovor ich Angst habe. Ich denke, wir werden ihn sehen gegen Union Berlin in der Startelf, wie ich ihn Tuchel kenne. Das wäre auf jeden Fall meine Startelf. Na, natürlich können wir hier jetzt noch
Machen wir hier Mazraoui hin, ist ja Wurst, wo wir ihn denn hinsetzen. Machen wir hier noch einen Guerrero rein, meinetwegen. Ja. Aber einfach ein bisschen Frische reinbringen. Ich denke, Harry Kane, ja, der Knipser, muss man halt sehen, wenn er auch irgendwie tot ist, ja, da musst du wohl oder übel einen Choupo-Moting da reinstellen, weil einen Tell brauchst du meiner Meinung nach auf Außen oder man geht halt auf eine Doppelspitze. Ja, was können wir erwarten von Tuchel? Wie gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ein Choupo-Moting spielen wird. Wahrscheinlich auf Außen. Müller wird wahrscheinlich spielen. Ich gehe davon aus, dass ein Musiala spielen wird. Dass ein Tell sehr wahrscheinlich wieder draußen sitzt. Oder wo vielleicht kommt ein Tell. Zaragoza wird auf jeden Fall draußen sitzen. In der Innenverteidigung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Opa und Kim sehen werden. Bin ich sehr gespannt. Linksverteidiger Posi. Gehe ich eigentlich schon mit, dass er einen Davies bringen wird. Also alles andere wäre ja fahrlässig. Ne? Aber wir müssen jetzt nicht wieder die nächste Verletzung riskieren. Das wäre ja dumm. Also so viele Möglichkeiten haben wir vorne nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier Musiala aufläuft, dass ein Zaragoza wegfällt. Und es kann natürlich sein, dass ein Kane spielt und ein Choupo-Moting für Tell. Wäre wild, aber wir kennen den Tuchel, da kann alles passieren. Ja, ansonsten muss man gucken beim Neuer, der hat ja auch schon wieder seine Übungen da gemacht während des Spiels. Weiß ich nicht, hat man immer natürlich Sorge. Sollte er ausfallen oder sollte er geschont werden, würde ich mir einfach mal den Perez wünschen. Ja. Fertig. Es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig kritisch, Bundesliga. Ich denke, Champions League Platz 5 ist safe. Natürlich sollte man gegen Union gar nichts herschenken, ja, mit dem super unsympathischen Trainer, den sie haben. Da sollten wir Feuer frei geben, aber wir sollten Feuer frei halt mit frischen Kräften geben und ja, vielleicht auch mit dem Hinweis, dass man sich noch anbieten kann. Für das Champions League Rückspiel, wa? Für das Champions League Rückspiel, ja. Für das Champions League Hinspiel im Halbfinale. Ja. Das wäre meine Aufstellung. Haut mir gerne eure Aufstellung rein. Mein Tipp ist 1:3 für Bayern. Oder für uns. 1:3 halt, sollte klar sein. Haut mir auch gerne eure Tipps raus. Finde ich immer sehr interessant. Und ja, dann freuen wir uns einfach auf ein gutes Spiel. Ne? Auf ein entspanntes Gucken. Und für Union geht es um viel, gar keine Frage. Ja, die sind ja richtig unten reingerutscht jetzt wieder. Ja, würde ich fast sagen, selbst schuld war. Also wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel. Ich denke, Union wird alles reinwerfen, wird ein umkämpftes Spiel werden. Aber wenn wir ehrlich sind, hat Union jetzt aber auch nicht die Qualität, zumindest kriegen sie nicht auf den Platz aktuell, wo wir jetzt irgendwie große Sorgen haben müssen, meiner Meinung nach. Ja. Natürlich wird es interessant zu sehen sein, wie wir agieren nach dem Erfolg in der Champions League. Den haben wir ja gefeiert, als wären wir schon Champions League-Sieger. Ist natürlich wieder die Charakterfrage. Die Charakterfrage war ja diese Saison in der Bundesliga immer sehr schlecht. Also von daher wird die Union mit Sicherheit Chancen haben, uns den Schneid abzukaufen. Ja, ich bin gespannt, welche Aufstellung da sein wird. Und ja, wie man denn dagegen hält. Aber, wie gesagt, mein Tipp 1:3 für uns. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wie gesagt, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel. Morgen kein Stream, dafür hatten wir ja gestern, also heute kein Stream, dafür hatten wir gestern den Stream. Und ansonsten vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot.
ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.